Impfen, impfen, impfen. Keiner kann's mehr hören. Es nervt eigentlich, dieses ganze Corona-Thema mittlerweile. Es reicht bis hier oben, wirklich. Ich habe keine Lust mehr. Und was die Impfstoffe betrifft, scheint inzwischen jeder Experte zu sein. Tot oder nicht tot oder lebendig, egal. Ich bin Impfgegnerin. Ich vertraue einfach. Wenn es einen Totimpfstoff tatsächlich gäbe, dann würde ich mich damit impfen lassen. Ich glaube nicht, dass die Totimpfstoffe besser sind. Doch was stimmt? Virologe Roman Wölfel meint, mit den modernen mRNA-Impfstoffen haben wir einen großen Fortschritt in der Bekämpfung von Infektionskrankheiten erzielt, mit einem sehr beachtlichen Potenzial für die Zukunft. und er kennt die Geschichte der Impfungen, Medizinhistoriker Philipp Osten. Ohne die Impfung wäre der größte Teil von uns gar nicht am Leben. Ritzen und schlucken. Auch das ist Impfen. Gesundheit blickt zurück auf die Geschichte des Impfens, Erfolge und Wirkweisen. Vielleicht sehen Corona-Impfungen bald schon so aus: Sprühen statt Pieksen. Aktiv immunisieren, ohne krank zu werden. Impfen ist Training fürs Immunsystem. Lebende oder tote Erreger oder Teile davon werden gespritzt als Antigene. Das hat nichts mit Genen, also Erbmaterial, zu tun, sondern bedeutet Antikörper generierend. Die Antikörper schützen dann vor den echten Erregern. Nach einiger Zeit lässt ihre Zahl nach, aber es bilden sich auch sogenannte Gedächtniszellen. Kommt man wieder mit dem Erreger in Kontakt, entsteht schnell ein neuer Schutz. Mit der Pockenimpfung gelang vor über 200 Jahren der Durchbruch. Im Medizinhistorischen Museum in Hamburg kann man noch heute die Schrecken der Krankheit nachempfinden. Wachsabbildungen zeigen die entstellten Gesichter echter Patienten. Die Pocken waren so ansteckend, dass jeder sie bekam und 20% der Kinder starben an den Pocken. Mit solchen Ritzmessern wurden damals lebende, meist harmlose Kuhpockenviren übertragen. Hierzulande war die Impfung Pflicht. Bayern ist ja das erste Land weltweit, was überhaupt eine Impfpflicht eingeführt hat, 1807 schon. Das war die Kuhpockenimpfung. Hochwirksame Lebendimpfstoffe schützen heute vor vielen Erkrankungen. Zum Beispiel vor Masern. Daran starben Jahr für Jahr 45.000 Kinder in Deutschland, Anfang des 20. Jahrhunderts. Heute, durch die Impfung, sind es nur noch Einzelfälle. Gegen das Coronavirus gibt es noch keinen Lebendimpfstoff, aber es wird daran geforscht. Bei Lebendimpfstoffen ist der große Vorteil, dass sich der Körper wirklich mit dem Erreger auseinandersetzen muss. Einem Erreger, der sehr nah am echten Erreger ist, aber eben abgeschwächt. Beispiel Polio. Auch hier brachte der Lebendimpfstoff den Durchbruch. Die Schluckimpfung schützte, aber sehr selten erkrankten einzelne Kinder durch den Lebendimpfstoff selbst. Heute werden deshalb Totimpfstoffe eingesetzt. Gegen Corona soll es bald auch einen Impfstoff mit abgetöteten Viren geben, von Valneva. Novavax setzt auf ein proteinbasiertes Vakzin. Spike-Proteine hergestellt in gentechnisch veränderten Insektenzellen. Wie ordnen Virologen die neuen Corona-Impfstoffe ein? Die können noch eine Ergänzung darstellen. Allerdings ist es so, dass sie von ihrem Wirksamkeitsprinzip möglicherweise nicht gleichwertig wie die mRNA-Impfstoffe zu bewerten sind, aber möglicherweise eine Rolle bei den Auffrischimpfungen spielen können. Die beiden Vakzine benötigen außerdem sogenannte Adjuvantien, Impfstoffverstärker, Aluminiumsalze bzw. Saponine. Diese Wirkverstärker sorgen dann dafür, dass das Immunsystem überhaupt richtig anspringt und Antikörper beispielsweise oder auch zelluläre Immunität bildet. Vektor- und mRNA-Impfstoffe dagegen brauchen keine Verstärker. Auch sie sind genau genommen Totimpfstoffe. Sie wirken, das ist neu, direkt in den Zellen. Bei Vektorimpfstoffen transportiert ein harmloses Virus spezielle DNA in den Zellkern einer Zelle. Der produziert dann Messenger-RNA, den Bauplan des Antigens, bei Corona des Spike-Proteins. Das wird im Plasma gebildet. Daraufhin produziert das Immunsystem Antikörper. Bei mRNA-Impfstoffen wird gleich der Bauplan, die mRNA, geimpft. Ohne Umweg über den Zellkern entstehen die Antigene im Plasma. Der Vorteil beider Verfahren? Eine echte Virusinfektion läuft ähnlich ab. Ein perfektes Training fürs Immunsystem. Aber besteht nicht die Gefahr, dass dabei fremde DNA in unser Erbgut gelangt?
Also für mRNA-Impfstoffe ist das auszuschließen. Die mRNA wird nicht in den Zellkern hineingebracht. Für vektorbasierte DNA-Impfstoffe ist es so, dass diese einmal in den Zellkern hinein müssen, um überhaupt wirksam werden zu können. Und es kann dabei theoretisch dazu kommen, dass auch Teile davon in das menschliche Erbgut eingebaut werden. Das gilt allerdings für alle DNA-basierten Viren, sodass es tatsächlich in unserem Erbgut, im Erbgut des Menschen, schon immer einzelne Bestandteile von allen möglichen Viren gibt, die da zu irgendeinem Zeitpunkt der menschlichen Evolution mal eingebaut worden sind. Im Medizinhistorischen Museum sind inzwischen schon die Corona-Impfstoffe ein Thema. Überraschend ist, Früher konnte man Impfstoffe viel schneller auf den Markt bringen, weil man sie leider nicht so gut getestet hat. Heute werden Impfstoffe langwierig geprüft, damit sie eben wirklich sicher sind. die Pandemie wird hoffentlich bald enden. Die Geschichte der neuen Impfstoffe beginnt gerade erst.